wo Wife-kompatibel ist, wo mich gerade ultra interessiert, wo der nächste rauskommt. Und das Gute ist auch, dass man zum Teil von gewissen Releases völlig überrascht wird. Das hat ja auch etwas Cooles. Aber ja, ich bin schon noch, eben, wie gesagt, gespannt darauf, was so in den nächsten Monaten passiert. Und also wer jetzt mit dem Teil, eben mit dem Oculus Rift oder mit dem Vive liebäugelt, kann das sicher sich zulegen. Ist ja mittlerweile auch ein bisschen einfacher. Aber es ist einfach schon so, dass dann nach 1-2 Monaten könnte sein, dass man halt eben fast alles schon gesehen hat. Ich weiss doch auch nicht, jetzt etwa 47 von diesen Games oder eben Technologie-Demos gekauft und heruntergeladen. Und es sind vielleicht 2 oder 3, wo ich ab und zu wieder zurück spiele. Eben das Audiosurf, wo man da mit der eigenen Musik so ein bisschen verschiedene farbige Bälle abwehren oder empfohlen, wie du das sagen willst. Dann halt das Brookhaven-Experiment, auch ein Wave-Shooter. Und das Galaxy-Game, wo ich den Namen nicht so gut weiss. Das ist es schon. Vielleicht mal ein Dirt Rally, das ich über einen Hack spielen kann, weil es nur für das Oculus Home gibt. Ja, aber ja, es ist schon ein bisschen schade und auch ein bisschen irritierend in meinen Augen, weil man weiss nicht erst seit diesem Jahr, dass wenn neue Hardware auf den Markt kommt, dass dann oft eben die Software noch ein bisschen auf sich warten muss. Und wieso nicht sich noch mehr anstrengen, Entwickler zu holen, die etwas machen. Und gerade eben Oculus mit dem Facebook-Geld oder auch Valve, wie man es auch immer genau ausspricht, da bin ich immer wieder in die Schwierigkeiten. Sie, die halt Steam machen, sie, die Half-Life 2 gemacht haben, Counter-Strike, whatever, die haben Games rausgeklopft, dass es wirklich der Wahnsinn war, Left 4 Dead 1 und 2, wieso nicht für einen Launch vom HTC Vive, wo auch von Valve mitentwickelt wurde, ein paar geile Games droppen, ein Half-Life 3 oder so, ich weiss doch auch nicht, damit dass die Leute das Ding aus dem Regal rausreißen. Und dann auch lange Zeit Freude haben zum Spielen. Ja, easy. Aber es gibt sicher Games, die man jetzt schon stundenlang spielen kann mit diesen Virtual Reality Headsets. Keines, das mich absolut gepackt hat. Leider. Das war es, glaube ich, mit dem kleinen Update. Ich bin gespannt, ob es das Video wieder splittet, dann fehlt halt wieder etwas und sonst haben wir ein Ganzes. Jetzt am Schluss, für die durchgehalten haben, noch ein kleines Goodie. Jetzt muss ich schnell schauen, wenn ich das mache. Und zwar, ich hoffe, ihr seht es. Ja, voll. Und, was habt ihr gesehen? Eine Schachtel, genau. Und zwar ein Sofa mit V von Rocket. Und zwar ist das eigentlich so eine Tastatur. Ich bin gespannt, ob man etwas sieht. Eine Tastatur, die auf dem Schoss nehmen kann. Das heisst aber das Couch Gaming oder so. Und weil ich hier halt einfach keinen Arbeitstisch habe und eigentlich auch keinen will, weil ich Virtual Reality gamen und das Ding nicht jedes Mal verräumen und wieder herpacken, habe ich mir halt einfach mal selber so ein Brett bastelt und mit ein paar Schrauben eine Tastatur dort befestigt und ein Mauspad. Das zeige ich jetzt nicht unbedingt. Wobei man sieht es eigentlich ganz klein, dort unten beim Alienware-Kopf, das ist noch ein Mauspad. Hinter ein paar Schrauben reindrückt, damit ich den Controller fixieren kann, dass der nicht runterfällt. Und dann habe ich das Brett auf meinen Schoss genommen. Es war nicht sonderlich bequem, aber hat seinen Zweck absolut erfüllt. Und irgendwann ist dann halt der Komfort gleich in den Vordergrund getreten. Und dann habe ich mir eben das Sofa von Rocket bestellt. Kostet 180 Steine mit der normalen Tastatur. Und dann gibt es noch eine mit mechanischen Knöpfen, die dann echt 240 ist oder so. Und für so eine Mini-Tastatur mit so ein bisschen Oberschenkelablage, ein bisschen Polster und so, 180 Steine zu heischen, schon ein bisschen frech. Aber aus Mangel Alternativen gibt es auch von Corsair noch so ein Labboard. Können sie das halt machen und dann gibt es halt Leute, die das kaufen haben, das macht es noch viel besser. Es ist aber auf jeden Fall sehr bequem, es ist sehr gäbig, besser als meine eigene Konstruktion, was für eine Überraschung. Und wenn man es eben genug früh vorbestellt hat, oder vielleicht gerne auf der Webseite steht es einmal, bekommt man noch gratis eine Maus dazu.
Und Mäuse habe ich mittlerweile wirklich einige. Darum habe ich keine Verwendung für das Ding. Und wer jetzt bis zum Schluss hat ausgehalten und sich das Video reingezogen und eine Computermaus brauchen kann, ich weiss, ihr habt alle sicher selber auch eure Mäuse, aber vielleicht ist sie ja jetzt so ein bisschen am Durchgehen oder was auch immer. Schreibt es doch in die Kommentare. Und dann würde ich gerne wieder mal... Nein, so ist schon richtig. Würde ich gerne wieder mal etwas verlosen. Und zwar eben hier die Kova-Maus, Kova von Rocket. Ich habe sie kurz ausgepackt und angeschaut. Das war es dann aber schon wieder. Es ist alles noch in der Originalverpackung. Das Einzige, was ist jung, ist nicht mehr der Plastikkleber drüber. Aber sonst alles in Butter. Und ich nehme an, es ist eine gute Maus. Ich kann da noch so ein bisschen cool Licht machen. Hat eben auch für Rechts- und Linkshändler, weil sie perfekt symmetrisch ist. Zusatzknöpfe, whatever, ihr könnt es ja selber. Und weil ich sie dann selber nicht brauchen kann und nicht unbedingt verstauben will, wäre es doch cool, wenn ich einem von euch eine Freude machen kann. Darum sagt mir es, wenn ihr es wollt, gebt Bescheid. Und dann gibt es vielleicht wieder mal so eine Oldschool-Auslösung mit dieser Webseite, wo man dort so Namen kann auswählen für die Verlosung und dann der Sieger ermittelt wird. Adressen so tun wir die erst regeln, wenn der Gewinner draussen ist. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Keine Ahnung, ob ihr noch irgendetwas zu erzählen habt. Dann sind auf jeden Fall Kommentare für das perfekt geeignet. Moment, etwas kommt mir jetzt noch in den Sinn. Und zwar haben wir ja früher mal den Crowncast gehabt, ein paar Folgen, mehr oder weniger professionell. Aber das war eigentlich schon etwas, was mir grundsätzlich schon noch Spass hat gemacht. Und weil ich halt auch sehr regelmässig, gerade jetzt von Giant Bomb, ihren wöchentlichen Podcast hören oder schauen, sei es jetzt eben von Giant Bomb oder Giant Beast, wäre es eigentlich schon noch cool, so vielleicht, ich weiss doch auch nicht, einmal im Monat, zweimal im Monat, jede Woche, wenn wir so ein bisschen zusammen texten können und halt einfach den Crowncast weiterführen können. Das mal vielleicht über Skype oder ich weiss doch auch nicht, was die beste Lösung ist, mit einer Facecam, wenn man da will. Und so würde ich eigentlich Leute suchen, die Game interessiert sind. Was für eine Überraschung. Und vielleicht auch jetzt nicht jemand, der nur Call of Duty oder FIFA spielt. Ich meine, das kann auch interessant sein, mit denen zu reden. Auf jeden Fall, das sind dann jeweils Profis. Aber wo vielleicht auch eben das eine oder andere Game ausprobiert, wo so generell ein bisschen interessiert ist am Gamen als Ganzes, wo vielleicht auch mal ein Game kann ins Gespräch bringen kann, wo man jetzt nicht so im Mainstream findet. Vielleicht wäre es noch gut, wenn die Person auch noch Englisch kann. Das hilft auch, je nachdem, auf welchen Webseiten dass man sich bewegt, die Sachen halt ein bisschen zu verstehen. Gerade auf NeoGAF ist das beste Beispiel. Dort bekommst du immer die neuesten Infos, was das Game anbelangt. Vielleicht nicht unbedingt die besten, aber sicher die neuesten. Und ja, wenn man sich dort auch ein bisschen durchliest, hat man sicher auch einiges zu erzählen. Und darum, keine Ahnung, vielleicht so 2, 3 Leute, dann wären wir dann 3 oder 4 zusammen mit mir. Und eben, dann könnte man mal so auf einer provisorischen Basis mit einer Kadenz, vermutlich von 2 Mal im Monat, die nicht zu fest durchdrehen, könnte man sich eben halt treffen, online, und dann mal so ein bisschen zusammen plaudern, so eine halbe Stunde oder eine Stunde oder 2 Stunden, je nachdem, wie viel das man halt um die Ohren hat. Das wäre echt etwas, was mir persönlich noch cool dünken, und vielleicht kann man dann auch den Zuschauern hier auf dem Kanal eben 2 Mal im Monat so ein längeres Video präsentieren, wo man vielleicht auch beim Umfahren, auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder was auch immer kann hören und sich reinziehen und gleichzeitig noch ein bisschen informiert wird werden. Weil ich weiss, dass es schon Tausende von diesen Podcasts gibt, und ganz sicher auch viel, viel bessere, als wir jemals werden können, weil es halt schon so ein bisschen amateurmässig noch darf sein. Aber wieso nicht mal probieren, wieder das Ganze zum Laufen zu bringen, den Crowncast, und die Leute so ein bisschen auf Schweizerdeutsch zu informieren, was so abgeht. Das ist so ein bisschen die Überlegung, die schon ewig in meinem Hinterkopf am Drehen ist, und dann bin ich wieder zu busy, um es anzugehen, oder habe halt ein anderes Videoprojekt. Und darum möchte ich das jetzt hier mit euch wieder mal teilen und mal schauen, ob irgendjemand interessiert wäre. Ich weiss jetzt nicht, ob das zu viele Informationen waren in diesem ganzen Video.
Aber ich denke es nicht. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Ich wünsche euch alles Gute und einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns dann gleich mal wieder. Ja, als nächstes Video sollte wieder mal ein Doom-Gameplay kommen. Muss ich noch spielen. Gegen den bekackt Zwischengegner, aber ich freue mich schon. Schönen zusammen.